Zu spät von Hans Glückstein. Also, Radio ist etwas Großartiges. Wo man Huste, Schnuppe, Halsweh, Grippe oder Bauchweh, Kalbsnierenbrotenentzündung oder sonst ein Leiden hat, wo man im Bett liegen muss und sich eiert, dass andere die Viertelsche bloßen und hausgemachte Wurst frisch vom Wurstkessel im Adler oder in der goldenen Gießkanne essen, dann hat man wenigstens einen Trost. Man hängt sich die Heere an die Löffel und hört in Stuttgart die Walküre, in London die Westminsterglocke, in Zürich auf dem Klavier rumrasen und sicher in 10 Jahren in New Yorks Gras wachsen und in Brasilien die Flehhuste. Spaß beiseite, Radio ist etwas Großartiges. Das Lebensbedürfnis Freundskassierers haben sich kürzlich auch Radio einrichten lassen und waren ganz versessen auf das neue Unterhaltungsmittel. Der Lebensbedürfnis Vereinskassierer ist überhaupt nimmer ausgegangen. War nur eine freie Minute war, dann hat er sein Ohr zugehängt und sich durch irgendeine Welle etwas erzählen lassen. Und die Frau Lebensbedürfnis Vereinskassierer hat in aller Kaffeekränzelchen geprahlt mit der modernen Einrichtung, dass deine andere Dame, also der Frau Abfallverwertung Genossenschaftssekretärin, der Frau Krematorium Verrechnungsrätin und der Summertagssteckerfabrikantengattin vor lauter Neid als die künstliche Zwiebel Kerzengrad in die Hege gestanden ist. An einem schönen Tag sitzen das Lebensbedürfnis Vereinskassierers wieder in der Stub, in der Inflationsclubsessel drin. Da wird die Tür aufgerissen und der Heinelle saust eine Reihe, will etwas sagen. Da winkt der Papa energisch ab, denn er hat grad auf Well 735,5 das Berliner Philharmonische Orchester mit dem klassischen Stück „Was machst du mit dem Knie, lieber Hans, mit dem Knie, lieber Hans" beim Tanz in 18 Variationen von Richard Wagner, Strauss, Beethoven, in Bearbeitung von Mozart und Schubert, Worte von Hasenstein und Vogler, erschienen bei Ullstein und Scherl. Der Heunerle halt natürlich sofort seinen Rand, denn er hat erst kürzlich bei einer ähnlichen Sache eins auf den Deckel gekriegt, dass er 14 Tage bloß Schleimsuppe hat essen können, weil ihm sein Cäsar wehgetan. Wie es ihm zu lang dauert, da nimmt er mit allem Mut trotzdem einen Anlauf, sein Anliegen vorzubringen. Aber ein Blick von der Mama und eine Handbewegung vom Papa genügen, dass er wieder ganz still und doucement dasteht. Der Heunerle ist ganz kaschrot vor lauter Aufregung. Er trippelt von einem Fuß auf den anderen, macht Bewegungen, wie wenn er versaufen tät und schnappt noch Luft wie ein Fisch, wenn man eine Viertelstunde aus dem Wasser raushebt und savlen lässt. Endlich, nach 36 Minuten ist die Oper zu Ende und der Papa und die Mama legen die Hörer hin und erhalten sich noch 7 Minuten über das Gehörte. Und dann sagt der Papa zu seinem Sprössling: Heiner, wann du wieder versuchst, uns beim Radio zu stören, dann kannst du deine Backerzähne drunten im Kandel lesen. Desmal will ich noch Gnade vor Recht ergehen lassen, obwohl mindestens 2 Backerzähne fällig wären. Jetzt sag, was los ist. Du hast jedenfalls wieder eine Fensterscheibe eingeschmissen oder ein Loch in den Kopf geschlagen. Nee, brillt der Heuner los, aber wie ich die Treppe aufgekommen bin, da war die Vorplatz der aufgestanden und im Gang sind 2 fremde Männer gestanden. Die haben grad die Flurgarderobe gepackt. Bei denen Worten rennen die 2 Alten hinaus auf den Gang und konstatieren, dass wirklich die Flurgarderobe verschwunden ist, mitsamt Papa seinem neuen Sonntagshut, seinem Überzieher mit dem Samtkragen, 6 Schirme, Stock mit dem Silbergriff und der Mama ihrem funkelnachelneuen Pelzmantel. Wenn sie der Heuner hätten retten lassen, dann hätten sie die 2 Gauner noch gekriegt. Aber die haben gewusst, dass das
Lebensbedürfnis Freundskassierers um die Zeit sich nicht stehren lassen. Ja, das Radio ist etwas Großartiges.